Ah, ist es nicht so? Wenn es uns langweilig ist, passieren manchmal die besten Sachen. Man sitzt umeinander, weiss nicht, was machen, bis man irgendwann ein Buch holt und sich vorliest. Abenteuergeschichten aus anderen Ländern zum Beispiel. Nach dem abenteuerlichen Kampf ist der Indianerbub Sequoia in sein Dorf zurückgeritten und hat dem Häuptling Kriegsadler stolz seine Beute gezeigt. Der Stein der Weisheit. Oh wow, das ist so eine coole Geschichte. Ich hätte auch noch gerne in dieser Zeit gelebt. Ich auch, mit einem rosa Zelt für mich allein. Denen sagt man nicht Zelt, sondern Tippi. Die sind so cool. Ich habe eine gute Idee. Wir bauen das Tipi-Dorf. Was? Das wäre doch super. Wir würden im Tipi schlafen und tolle Abenteuer erleben. Ich bin dabei. Mega cool. Ich kann es den anderen sagen. Bis nachher. Und plötzlich ist es bei uns im Wald niemandem mehr langweilig. Überall sind Tippis aufgestellt und noch viele andere Sachen. Ich finde die so gut. Gut, ja. Au. Flapper, hast du zufällig rosa Schnur? Nein, nur weisse. Das geht auch. Danke. Ich mache wunderschönen Schmuck fürs Dach von meinem Tippi. Bist du sicher, dass die früher auf ihren Zelt rosarote Bömbel hatten? Mal, ich glaube, die Mädchen schon. Federn sind ja mehr etwas für die Bubenzelte. Ja, wenn du meinst. Es ist ja auch dein Tippi. Danke. Flapper, ich hätte da eine Frage. Was denn, Elli? Wie groß sollten die Tippi sein? Riesig wie ein Haus. Nein, ein kleines Tippi für jeden langt. Dann komm mal mit schauen, was der Freddy gebaut hat. Freddy, wieso baust du so ein riesiges Zelt für dich allein? Ist das Häuptlingshauptquartier? Häuptling! Jetzt tun doch nicht so doof. Habt ihr schon je ein Tippidorf gesehen ohne richtigen Häuptling? Ach so, und wer soll das sein? Ist eigentlich logisch? Ich, wer sonst? Du? Aber warum du? Ja, wer könnte denn sonst noch Chefhäuptling sein, außer mir? Also, ich zum Beispiel, ha? Ja, das finde ich gut. Ich auch, Häuptling Pinky. Ich nicht, Häuptling Freddy. Ja, in dem Fall müssen wir eine Abstimmung machen. Voll! Easy peasy! Wenn ihr mich als Häuptling wählt, dann habt ihr immer zu essen und zu trinken. Denkt dran, der Dorfladen gehört mir, gell? Und ich, mit mir haben da immer viel Spaß. Ja! Dann stimmen wir doch ab. Wer ist für den Häuptling Freddy? Ich? Ja, Und für den Häuptling Pinky? Ja, ich. Da schon entschieden. Flapper, deine Stimme entscheidet alles. Flapper? Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen drüber nachdenken, okay? Eine schwierige Situation. Die Pinky und der Freddy kämpfen beide wie verrückt um ihre Wähler. Häuptling Freddy! Häuptling Freddy! Wir wählen Pinky! Wir wählen Pinky! Ui, und der Flapper ist der am Schluss entscheidet. Mich nimmt's Wunder, was jetzt passiert. Hoi, Flapper, hock ein bisschen her. Der Häuptling Freddy ist nicht geizig, schau nur. Krasse Gutzi und Küche. Und wir dürfen uns einfach im Laden bedienen. Tönt gut. Der Freddy schaut zu euch wie ein richtiger Häuptling, so wie es aussieht. Oh, der Häuptling ruft, wahrscheinlich braucht er nochmal Saft. Du bist dran. Nochmal Saft? Wieso bist du so lahmarschig? Ich habe im Fall schon lange geläutet. Habe alles leer geschlürft. Ich hol dir noch ein bisschen. Häuptling! Ich hol dir noch ein bisschen. Häuptling. Und du den Turbo rein jetzt. Siehst nicht, wie ich schwitzen tue. Ich gebe mir ja Mühe. Aber meine Arme mögen jetzt dann nicht mehr. Das ist anstrengend. Häuptling! Das ist anstrengend. Häuptling!
Wie viel Mal muss ich euch das noch sagen? Häuptling, wo ist jetzt der Saft? Ich bin am Verdursten, mach ein bisschen vorwärts. Das ist so eine Lotterbande hier, ehrlich. Oh. Der ist doch kein guter Häuptling. Das ist ein richtiger Tyrann geworden. Übertrieb nicht, der Flepper. Er hat halt seine Laune. Dafür kommen wir all die feinen Sachen über. Wie geht's euch? Wie behandelt euch Pinky? Oh, sie macht's gut. Sehr nett, mal. Und müsst ihr viel für sie arbeiten? Ist es fest anstrengend? Oh, nein, es ist ganz gemütlich. Alles sehr nett, wirklich. Nur das mit den rosa Pömpeln an den Kleidern finden wir ein bisschen mühsam. Aber ihr habt sie gleich angezogen. Ja, sie hat das so befohlen. Die keine so Pümpeli wollen, dürfen nicht mitmachen, weisst? Das klingt aber nicht nett. Mhm. Und jetzt will sie noch alle Tippi mit so Pömpeln dekorieren, siehst Sehr schön. Der Freddy ist ein Tyrann geworden und Pinky schafft mit Erpressung kein guter Häuptling. Und trotzdem, jetzt muss sich der Flepper endlich entscheiden. So, Flepper, und jetzt? Ich bin sicher, der Fall ist sonnenklar. Meine Sklaven, ich meine, meine Wähler finden mir alle ein super Häuptling. Stimmt's oder nicht? Ein Moment. Es ist sonnenklar, dass nur ich da Häuptling sein kann. Ich bin nämlich kein Tyrann, so wie du. Ich bin sehr nett mit meinen Leuten. Stimmt's, Freunde? Oder habe ich recht? Ja, schon. Schon doch. Ja. Speut es endlich raus, Flepper. Also, Flepper, wer wählst du aus? Moment mal. Du musst im Fall gar nicht mehr wählen, Flepper. Das stimmt nicht. Der Flepper trifft die Entscheidung. Aber wir haben es uns anders überlegt. Wir wollen nämlich den Freddy gar nicht mehr. Die Maggie hat recht. Wir wollen keinen Häuptling, der sich wie ein Tyrann aufführt. Geht's noch, hör auf mit dem Quatsch. Ich kann euch Geschenke geben. Wir wollen kein Geschenk mehr. Wir wollen Pinky als Häuptling. Ich finde, was die Maggie findet. Excuse, aber wir finden das nicht. Was? Mir hat die Nase langsam voll von diesen rosa Pömpeln. Wir wollen Sachen anlegen, die uns gefallen. Und uns selber entscheiden. Ich finde, wir brauchen eigentlich gar keinen Häuptling. Und du, Flepper? Ja, deine Meinung wäre jetzt endlich gefragt. Ah, da bin ich dafür. Also ich finde auch, es braucht gar keinen Häuptling. Dann können wir ja noch mal anfangen mit dem Spiel. Wie wenn nichts gewesen wäre. Ganz ohne Häuptling. Und was machen wir als allererstes? So ein richtig schönes Freudenfest. Ob im Leben oder beim Spielen. Unser Zusammensein funktioniert nur, wenn wir uns alle gegenseitig respektieren und unterstützen. Und wenn wir alle die gleichen Rechte haben. Erst dann gibt es ein richtig gutes Team.